Segredos do Português. Bem-vindos aos Segredos de Português. Hoje quero fazer uma apresentação sobre o projeto mais importante que vou ter em 2021. Eu quero apresentar-me para vocês. Meu nome é David. Eu sou espanhol, moro na Suíça e trabalho aqui no setor sanitário. Eu sempre tive contato com pessoas de Portugal e de Brasil, também durante os estudos da carreira e também agora no trabalho. Mas eu não tive interesse até que eu tive a oportunidade de fazer aulas de capoeira. A possibilidade, essa oportunidade de poder escutar, dançar, sentir a cultura brasileira, começou para mim a motivação de continuar com o aprendimento da língua portuguesa. E agora quero utilizar o podcast, Os Segredos de Português, para melhorar minha expressão oral e poder, o ano próximo, 2022, como muito tarde, em 2023, se o Covid o permite isso, quero fazer a prova de CELPE-BRAS para eu poder, no mundo que vem, fazer uma estadia no Brasil. Eu tenho muito interesse porque, no setembro de 2020, o plano inicial foi que eu ia participar na palestra no Rio de Janeiro. Mas não aconteceu, só foi de forma online, mas eu não pude fazer a minha viagem, poder visitar pessoas que eu conheci muito bacanas na Europa, que são do Brasil ou que agora estão morando lá. E por isso eu tenho muita esperança que assim, com este formato, posso melhorar e posso motivar outras pessoas a aprender esta maravilhosa língua. Eu tenho já experiência com os podcasts porque eu fiz no 2020 o podcast Os Segredos de Alemão, traduzido em alemão, por supuesto, e fiquei muito contente e muitas pessoas puderam também motivar-se para aprender e fazer na comunidade. E esse é meu objetivo com este podcast, que está dirigido a pessoas que já têm um conhecimento intermédio da língua portuguesa. Eu mesmo também tenho um sotaque forte, estou fazendo erros, mas depois de escutar-me, vou ficar bem claro que eu tenho que fazer de outra forma e também vou fazer nos próximos episódios entrevistas com pessoas que conhecem os desafios da língua portuguesa. E assim, muitas pessoas como eu podem aproveitar desse formato, atrever-se para falar no seu dia a dia, para fazer uma atividade na língua portuguesa e, por supuesto, estou aberto a sua feedback para fazer mais sinergias neste mundo que é a internet. Eu vou fazer para o primeiro episódio também um Instagram Live em direto e, se é possível, eu vou tentar também fazer uma apresentação para combinar o que a gente escuta, ouve, com o que a gente pode ver. Porque eu acho que assim as pessoas vão sentir-se mais identificadas. Bom, muita diversão, muito aproveitamento com o estudo da língua portuguesa e até mais. Inscreva-se ao canal do YouTube Os Segredos de Português, no Instagram Segredos de Português e na página do Spotify. Geheimnis der deutschen Sprache. Guten Tag und willkommen zu der neuesten Folge des Podcasts Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute reisen wir nach Luzern und online begegne ich Angela Migind. Angela Migind, guten Tag, vielen Dank fürs Mitkommen. Hallo David, danke vielmals für die Einladung. Ich bin sehr froh, dass wir uns auf dieser Ebene treffen können, weil ich habe seit dem Anfang in der Schweiz mich immer so für Menschen, die auf Schweizerdeutsch kommunizieren, und auch Finanzen ist eine von meinen Lieblingsthemen
Themen. Und ich habe dich bei Spotify entdeckt, weil du Ende 21 hast du so mit diesen Folgen angefangen. Wie kann man mit dem Money Matters, werde ich noch verlinken, wie kann man Frauen ein besseres Verständnis über Finanzen vermitteln? Wie kannst du auf dieses Thema und warum der Name, warum Money Matters, würde mich zuerst interessieren. Ja, das ist sehr eine gute Frage. Also zuerst mal so, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe ursprünglich einen Blog gehabt, oder habe immer noch einen Blog. Er ist jetzt dann bald 2 Jahre alt. Und ich habe den gestartet, weil, als ich mich angefangen habe mit dem Thema Finanzen zu befassen, vor bald 5, 6 Jahren, habe ich einfach gemerkt, dass es in der Schweiz noch nicht so viel gibt. In Deutschland oder auch in Amerika ist man bei dem Thema weiter. Gerade Frauen und Geld ist dort seit ein paar Jahren viel aktueller. Und in der Schweiz hat es fast nichts gegeben. Und als ich mich damit befasst habe, habe ich gemerkt, wie wichtig das aber wäre für Frauen, dass sie sich um das Thema kümmern. Und das ist auch ein Empowerment-Thema und eigentlich Grundlage von der Unabhängigkeit. Und ich habe dann in meinem Umfeld aber auch gemerkt, dass ganz viele Freundinnen sich auch nicht mit dem befassen. Und habe gedacht, bevor ich jetzt allen auf die Nerven gehe, starte ich den Blog. Und dort meine Notizen, die ich vom Anfang hatte, habe ich dann in die ersten Blogposts umgewandelt. Weil, wie du gesagt hast, Schweiz ist das Land der Eigenverantwortung. Gleichzeitig manchmal fällt mir das oder bei diesen finanziellen so Bildung oder bei dem Vermögensaufbau. Ich habe das noch fest in Erinnerung, eine Folge, ein Heft von der Beobachter, von dieser schweizerischen Magazin, wo es ging darum, wie gehen die Schweizer mit dem Vermögensaufbau um. Und es gab so ein Zitat von einer Familie und die Frau hat gesagt, ja, ich verlasse mich auf den Einkommen meines Mannes. Mhm. Warum Ja. findest du, Angela, dass diese Zielgruppe, dass die Frauen, auch Berufseinsteigerinnen, nicht so gezielt sich entscheiden, sich selbst zu versorgen? Ich glaube, es hat ganz viele verschiedene Gründe und sie liegen ganz, ganz tief. Es geht auch um die Glaubenssätze, die wir haben. In der Schweiz sagt man, über Geld redet man nicht, man hat es. Also man spricht nicht über Geld, man hat es. Und bei den meisten ist es wahrscheinlich wirklich so, dass wir in einer relativ privilegierten Situation sind und nicht mit Geldproblemen aufwachsen. Das System in der Schweiz ist sehr traditionell, man könnte auch sagen konservativ, und es wird einem einfach gemacht, als Frau einfach in die bestehende Struktur zurückgeht. Das heisst, eine Person arbeitet und generiert Einkommen und die andere ist für die Familie da. Und das sind dann halt meistens die Frauen. Gleichzeitig haben wir aber eine Bewegung, wo Frauen möchten arbeiten, wo sie möchten eigenständiger sein. Also das heisst, das System ist im Umbruch eigentlich. Aber wir reden wie nicht über die finanziellen Aspekte so viel. Und wir lernen es auch in der Schule nicht. Also das Land, wir haben zwar sehr viel Eigenverantwortung, aber in der Schule wird das Thema zum Beispiel nicht behandelt. Ich habe auch sehr lange zum Beispiel gedacht, investieren ist etwas Böses oder gefährlich. Also da sind ganz viele tiefsitzende Glaubenssätze wo sich wahrscheinlich viele Leute gar nicht bewusst sind, Männer wie auch Frauen. Und dann ist es aber so, dass Frauen zu Geld noch so ein bisschen eine komische Beziehung haben, dass wir das Gefühl haben, das ist etwas Schlechtes. Oder Frauen immer noch das Denken haben, ich mache es so gerne, ich brauche für das kein Geld. Und das hindert uns dann schlussendlich am Vermögensaufbau. Das ist ein ganz grosser Strauß an verschiedenen Problemen, die wir eigentlich haben und wo dann nachher aber am Schluss einen riesen Impact hat auf das Leben der Frauen. Wir haben zum Beispiel eine Rentenlücke in der Schweiz von 37%. Also die Frauen kommen mit 37% weniger über im Moment als die Männer, weil sie einfach auch weniger eingezahlt haben. Und das ist schon so, dass es ist deswegen sehr notwendig, dass Communities wie deine, missfinanz.ch,
auch gibt, um diese Impulse zu geben bei genau diesen Frauen, die eventuell in diesen Gemeinden, in diesen verschlossenen Strukturen aufgefangen oder gefangen sind und nicht so richtig den Schritt machen können. Also wie würdest du einer Zuhörerin, sei es in der Schweiz oder in einem anderen deutschsprachigen Land, vermitteln? Wie könnte sie anpacken und diesen ersten Schritt machen für sich selbst oder und für ihre Zukunft? Mhm. Zuerst vielleicht etwas, was man noch zur Verteidigung der Schweizer Frauen sagen ist, dass wir halt sehr konservativ sind. Also in der Schweiz kann eine Ehefrau erst seit 1988 ein Konto eröffnen ohne die Einwilligung von ihrem Ehemann. Das ist mein Geburtsjahr. Also wir haben einfach die ganze Sache ist noch nicht so lange zurück und man sagt ja, es braucht eine Generation oder zwei, um so einen Kulturwandel dann auch zu haben. Also das ist wirklich etwas, wir sind in der Schweiz einfach, ja, das Frauenstimmrecht, über das müssen wir auch nicht reden, aber es sind so strukturelle und rechtliche Sachen, sind wir einfach nicht so schnell gewesen. Und darum ist es wie klar, dass wir nicht können, zum Beispiel unsere Mütter komplett als Vorbild nehmen, weil gerade, ich bin auf dem Land aufgewachsen, da sind wir auch gar noch nicht so, also wenn ich als Kind war, bin ich halt auch gar noch nicht so eingestellt gewesen. Und darum hat man dann auch die Glaubenssätze, oder? Und was ich jetzt aber sagen kann, ist, wenn man jetzt anpacken will, und das ist eine riesengroße Bewegung im Moment im Gang, wo Frauen wirklich sich um das Thema kümmern, ist, dass man klein anfangen kann. Und ich vergleiche es eigentlich immer mit einer Sprachlehre. Am Anfang, wenn du eine neue Sprache lernst, denkst du auch, boah, das ist mega kompliziert und ich schaffe es nie, einen kompletten richtigen Satz zu sagen. Und man hat irgendwie nur so einzelne Wörter und es ist alles mega schwierig. Und wenn man aber dann dranbleibt, wird es immer einfacher. Und so ist es eigentlich auch mit Finanzen. Also das Wichtigste ist eigentlich mal anfangen, sich Wissen anzueignen und sich getrauen, das Thema anzupacken. Und heutzutage ist es eigentlich cool, wir haben so viel Wissen, das frei zugänglich ist. Selbst wenn man keine Zeit hat, dann lässt man halt einen Podcast während dem Joggen oder während dem Kochen oder so. Also es gibt Möglichkeiten, es gibt Podcasts, es gibt ganz viele Blogs, es gibt YouTube-Videos. Einfach mal anfangen und halt vielleicht für das, was man sich interessiert, dort langsam anfangen, mehr Wissen anzueignen. Was würdest du, weil du hast auch berichtet in diesem Podcast, dass du dich relativ kurz in der Zeit mit diesen Themen beschäftigt. Also was würdest du zu einem jüngeren Ich sagen? Weil du hast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gesagt, ja, ich hätte mir gewünscht, ich wäre früher dran, weil dann könnte ich mich einfach besser entwickeln, einfach in Bezug auf diesen Zinseszinseffekt. Was würdest du zu einem jüngeres Ich, Angela, sagen diesbezüglich? Ja, du hast eigentlich schon sehr gut gesagt, genau. Also ich bin schon fast 30 gewesen, also noch nicht ganz, aber wo ich mich ernsthaft angefangen habe mit dem Thema befassen und mir wirklich Wissen aneignen. Und ich habe ganz viele von diesen klassischen Fehlern gemacht, also dass ich es halt auch vor mir weggeschoben habe und immer gefunden habe, für das habe ich keine Zeit. Und ich wünschte, ich könnte meinem jüngeren Ich sagen, dass das halt schon mit 20 würde machen, anstatt erst mit nach 25. Weil, wie du sagst, der Zinseszinseffekt, von dem kann ich einfach jedes Jahr, wo ich mehr habe, profitiere ich auch mehr von dem. Und darum ist wirklich ein Punkt, wo ich muss sagen, es ist nicht so, also wo ich meinem jüngeren Ich würde sagen, es ist nicht ist auch, dass man muss Verantwortung übernehmen muss. Das ist mein Geld und es bestimmt meine Zukunft. Also ich kann das auch nicht auslagern, sondern ich muss Verantwortung übernehmen. Könntest du ganz kurz, Angela, diesen letzten Satz nochmal wiederholen? Es hat sich irgendwie gekracht. Es war so eine Pause. Ja, Das mit der Verantwortung übernehmen, ob du das nochmal, Entschuldigung, wiederholen ja, könntest. sicher. Ja. Also ich würde meinem jüngeren Ich sehr gerne sagen, dass ich muss Verantwortung übernehmen muss, weil ich muss auch mit den Konsequenzen leben. Niemand anders, sondern ich bestimme jetzt eigentlich, durch das ich Verantwortung übernehme, wie meine Zukunft aussieht. Ich würde auch ganz provokativ ergänzen, ich bin auch in dieser Finanzwelt unter anderem, weil ich hatte bemerkt, viele Menschen, die in meinem professionellen Umfeld sind, managen ein paar Dutzende Leute oder haben ein großes Haus oder genau ganz viele irgendwie Autos, aber die sind grundsätzlich nicht zufrieden.
Und einmal habe ich einen von diesen großen Managers gefragt, okay, du fühlst dich sehr identifiziert mit deinem Beruf, mit diesem großen Konzern, mit dieser Automobilfirma, aber was denkst du, dass diese Firma machen würde, wenn du auf einmal weg aus dem Verkehr ziehst? Könnte alles passieren. Mhm. Anschlag oder du bekommst eine schwere Erkrankung und du bist weg, du bist nicht mehr arbeitsfähig. Wie lange denkst du, dass diese Firma für dich trauen würde? Und dann ist halt gesagt, naja, ich bin so wichtig, aber ich habe gesagt, so wie in einer Wohnung oder in einer Stelle, Mhm. deine Position wird ausgeschrieben. Das heißt, genau für mich ein bisschen so in meinen so jetzt Beratungen, wo ich mir denke, ja, warum ist diese Identifikation sozusagen in diesem dynamischen Welt besser also ausgeglichener, in dem Sinne, okay, ich mache das Beste, ich entwickle mich dadurch, aber ich habe sozusagen meine Kompetenzen in verschiedenen Bereichen, damit ich für den Fall des Falles nicht komplett isoliert bin. Und Mhm. da wäre es genau, was ich auch auf jeden Fall ich immer mir selbst gesagt habe, okay, wenn du alle Eier oder auf einem Korb setzen würdest, Mhm. dann hast du nichts davon. Wenn du Mhm. zum Beispiel in diesem Beruf nicht in der Lage bist, das mit der gleichen Leistung zu machen, oder wenn du einfach deine Hobbys vernachlässigst und du einfach so wie diese Managers, die ich erfahren habe, dauerunzufrieden sind. Denkst Mhm. du, dass diese Zwischenerfolge, also du zum Beispiel hast gesagt, okay, ich kann mit meinen Finanzen besser umgehen, macht dir glücklicher oder nicht unbedingt glücklicher? Im Sinne von, macht es dir mehr Sorgen, wenn du so mehr Vermögen oder mehr Kontrolle über dein Vermögen hast? Das ist sehr, sehr eine gute Frage. Ich glaube, das hat auch wieder mit damit zu tun, wie du persönlich mit Geld umgehst. Also ein grösseres Vermögen heisst sicher auch, dass du mehr musst dich darum kümmern, weil ja mehr um ist, wo muss verwaltet werden. Aber ich glaube nicht, dass der größere Betrag dich glücklicher macht. Beziehungsweise ich weiß, dass es nicht so ist, weil ich ja meinen Beruf eigentlich, mein normaler Beruf ist Direktionsassistentin, also Mhm. Executive Assistant. Und ich habe dort in diesem Zusammenhang halt auch mit sehr vielen Managern zu tun gehabt. Und ich sehe ja, dass eben, das größere Auto macht nicht glücklich und die größere Wohnung und das zweite Haus macht nicht glücklich. Im Gegenteil, das bringt ja dann immer noch mal neue Sachen, die wieder müssen, verwaltet werden und so. Also von dem her, nein, ich glaube nicht, dass das der Knackpunkt ist. Ich glaube, der Knackpunkt ist der, dass wenn du die Verantwortung übernimmst, du auch für dich kannst entscheiden, was bedeutet Geld für mich und was möchte ich überhaupt. Und du hast jetzt zum Beispiel gesagt, du möchtest einfach nicht von einer Einnahmequelle quasi abhängig sein, also von einem Arbeitgeber. Und bei Mhm. mir ist es zum Beispiel auch so, ich möchte nicht reich werden. Mein Ziel ist nicht, dass ich mal möglichst viel Geld habe, sondern mein Ziel ist, dass ich über meine Zeit verfügen kann. Und Das es geht heißt, eigentlich gar nicht um einen Betrag auf dem Konto, sondern es geht darum, dass ich kann sagen, ich möchte jetzt vielleicht heute nicht arbeiten. Und ich könnte kann mir man, das leisten. könnte man dann sagen, dass die freie Einstellung dieser Zeit das bessere Guthaben ist für dich? Was noch übrig geblieben ist, wäre, was bedeutet genau Money Matters und wie kamst du auf diesen Namen für den Podcast? Warum auf Englisch überhaupt, Angela? Ja, genau, das ist eine sehr gute Frage. Money Matters bedeutet ja, ist auf Schweizerdeutsch noch schwierig zu übersetzen, aber Money ist Geld und Matters heißt einerseits Angelegenheiten, aber es heißt auch, dass etwas von Bedeutung ist. Und darum habe ich das sehr passend gefunden und das Wortspiel gefällt mir heute noch sehr gut. Es geht ja eigentlich darum, dass Geld wichtig ist und Geldsachen besprechen wir in diesem Podcast. Das heißt, eine neue Realität sich zu verschaffen, einen neuen Eindruck bezüglich Geld, bezüglich diesem Element, der uns in diesem Podcast begleitet hat, oder? Ganz genau, ja. Ja, Oh, absolut. Aber das ist auch wieder sehr individuell, weil ich definiere mich nicht über Statussymbol. Mir ist nicht wichtig, was ich für ein Auto fahre. Im Gegenteil, ich sehe eher, das Auto kostet mich. Oder? Das Auto ist kein Asset, also keine Anlage, sondern das Auto ist etwas, das mich Geld kostet.
Das ist aus dem Buch Rich Dad, Poor Dad, wenn sich jemand interessiert. Es geht so ein bisschen darum, schafft etwas für mich, also macht es mehr Geld oder muss ich dafür noch Geld ausgeben? Und ich glaube, dort sind wir wieder ganz fest bei, also eigentlich in der Psychologie auch, oder? Bei den Glaubenssätzen, was habe ich für mich bestimmt, was wichtig ist. Und ich glaube, es ist immer in meinem Alltag so, dass ich merke, genau, diese Ziellosigkeit führt dazu, dass die Menschen nicht so richtig anfangen können. Aber das wäre eine sehr gute Botschaft, dass überhaupt man einfach eine bessere Kontrolle über die Zeit. In dieser Zeit kann man, wie du schon erläutert hast, andere Quellen finden. Wie könnte ich einfach mal Vermögen so besser sortieren und auch welche überhaupt Aktivitäten können mich glücklich machen. Jetzt zum Beispiel haben wir uns jetzt zwei gefunden, wo wir uns einfach über dieses Thema uns austauschen können. Wir können voneinander lernen und vor allem wir können einfach so neue Impulse bekommen. Das ist einfach etwas, das auch sehr wertvoll ist, obwohl wir jetzt nicht sozusagen reicher davon werden. Ja, das stimmt. Ich glaube, ein Wort, das du gesagt hast mit dem glücklich, das ist sehr, sehr ein guter Punkt. Und schlussendlich ist es, glaube ich, nicht das Geld, das einem glücklich macht, sondern was ich mit dem Geld machen kann, oder? Und da hat man schon immer ein bisschen das Gefühl, dass Geld ja schlecht ist, aber ich kann ja mit dem Geld auch sehr viele gute Sachen machen. Eben, wir können uns zum Beispiel dank dem, was wir ja Geld verdienen, unsere Zeit nehmen, um miteinander zu reden. Oder ich kann zum Beispiel, dank dem ich Geld habe, mehr freiwillige Arbeit machen und sage, ich arbeite nur noch 80% und ich mache mehr freiwillige Arbeit oder ich kann spenden. Also es ist gar nicht so negativ vielleicht, wie das in der Gesellschaft manchmal wahrgenommen wird. Wie würdest du diese Wandlung auch sprachlich gesehen, also wenn du sagst, okay, in meinem Umfeld sind diese Menschen eher so zurückhaltend, diese Finanzsprache ist mit Gefahr, so kenne ich das von mir selber, oder? Bei Jugendzeit ist also Gefahr oder irgendwas Illegales steht dahinter, irgendwas so, genau so eine Art von komische Gesellschaften. Oder einfach, dass man sagt, das ist ja nicht so klar, nicht so durchsichtig. Genau, wie könnte man eine positive Finanzsprache machen, damit die Leute überhaupt zwischen Erfolge anfangen zu machen? Ich glaube, wichtig ist da zu verstehen, dass eine ganze Branche ja sehr viel Geld damit verdient, dass wir denken, das ist zu kompliziert. Und so ist die Sprache auch aufgesetzt worden, eigentlich für Fachpersonen, dass wir normale Leute eigentlich das Gefühl haben, das ist viel zu kompliziert. Und inzwischen ist es mega cool, es gibt so viele Orte, wo das Ganze viel einfacher erklärt wird. Und darum ist mein Tipp, umgib dich mit Personen, die das ähnlich sehen wie du, wo du dich kannst auch darüber austauschen. Und das kann sein, vielleicht wenn du jetzt im persönlichen Umfeld niemanden hast, dass eben irgendwie einen YouTube-Kanal findest, wo jemand das einfach erklärt oder einen Podcast hörst oder ein Buch liest. Es gibt wirklich auch mega gut geschriebene Bücher, aber dass man das Wissen dort abholt, wo man steht. Und wenn man jetzt halt selber noch am Anfang ist, dann wirklich sich an Leute orientiert, wo das so aufbereitet, dass mir es auch Spass macht. Weil Finanzen dürfen auch Spass machen, es muss aber nicht so trocken und kompliziert sein. Das ist damit einfach diejenigen auch einen Bezug, oder? In ihrem Alltag finden, wo sie eventuell das weitergeben können und sagen, es gibt etwas, wo ich einfach anders umstellen kann. Ich denke immer, dass einfach diese kleine, aber kontinuierliche Schritte, diese Disziplin, die man kennt zum Beispiel vom Studium, oder? Wir haben alle diese Lehre, dieses Studium gemacht und wir wussten, okay, es gibt diese Zeit mit den Prüfungen, mit dem Arbeiten und da hat man sich echt da konzentriert und das wäre so das Gleiche, oder? Dass man sagt, okay, wir kümmern uns darum, so jeden Tag so viel Einheiten, Minuten, was auch immer, sich mit diesem Thema, sei so eine Podcast-Folge zu hören oder so mit einem Buch anzufangen, so, wo einfach so von der Sprache, von der Thematik anziehend ist und dass man einfach sich weiterhin genau da aufblühen kann, oder? Aber es ist schon ein Prozess, die bedarf eine gewisse, finde ich, Disziplin. Also ich bin jetzt kein Freund, ich wollte dich auch fragen von diesem Kurs, wie die Sprache, oder ich hatte auch so mit Kollegen, mit Bekannten zu tun, die sagen, innerhalb von 3 Wochen da in Spanisch, Italienisch, Dänisch wird perfekt. Und so gibt es auch so Finanzgurus, die das einfach so
dafür plädieren, wenn ich mich für diesen Kurs anmelde, werde ich so ein Experte sein. Wie passt das für deine Vision mit dem Miss Finanze, diese so kurzfristige Möglichkeit, einen Finanzexperten zu sein? Wie siehst du das oder wie war dein Prozess im Rückblick? Ja, ich glaube, es ist schon so, wie du das sagst, dass das nicht ganz so einfach ist. Also wenn in 3 Wochen kann ich viel lernen, vor allem wenn es ein Intensivkurs ist, aber es ist wahrscheinlich eher der Anfang. Und was eine ganz große Komponente bei den Finanzen auch ist die Erfahrung. Also ich lehre ja dazu und das kann ich in 3 Wochen wie nicht abhandeln, sondern es ist so, dass ich auch jetzt noch, wo ich ja schon ein paar Jahre dabei bin, lehre ich eigentlich immer wieder neue Sachen oder es passieren Sachen, die ich noch nie vorher gesehen habe, wo ich noch nie daran teilgenommen habe. Jetzt ist zum Beispiel Google, wird jetzt einen Aktiensplit haben und ich habe schon über das gehört, aber ich bin selber noch nie beteiligt gewesen. Und ich glaube, je länger als man dabei ist, umso mehr solche Sachen könnte man auch, weiss auch, wie man sich verhaltet oder eben nicht verhaltet. Und darum glaube ich, dass es so 3 Wochen könnt ihr viel, du kannst einen Crashkurs machen, aber es kann nicht die Erfahrung ersetzen, die du nur selber kannst machen. Ich würde sagen, das hilft einfach als genau ein Eye-Opener. Also das heißt, ja, ich bekomme mit, was abgeht oder zum Beispiel diese Google-Trends. Das war auch für mich ein großes Erlebnis. Ich kann in Google-Trends sehen, wie öfters wird das Wort zum Beispiel jetzt genau Öl oder Waffen oder was auch immer. Genau, man sieht genau, was passiert, wie und das beeinflusst auch, oder? Ist ganz viel so mit dem Aktien auch Psychologie. Und genau war es bei mir. Also ich hatte innerhalb von dieser Zeit mit dem Podcast ganz viel neu gelernt. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist mit dem Blog, weil ich habe dich so erlebt, oder? Dass du sehr gerne so diesen Feedback wahrnimmst. Also was könntest du von diesem Feedback, von diesem Zuhörer, Leser mitbekommen? Es ist eigentlich sehr spannend, weil die meisten schreiben mir dann auch, dass sie jetzt mega begeistert sind vom Thema. Also es macht wie ein bisschen süchtig. Wenn du mal angefangen hast, dann finden es die meisten eigentlich mega cool. Aber es ist also am Anfang eine Hürde, die man nehmen muss. Und ich höre aber nachher ganz viel, sagen erstens auch, ich hätte früher anfangen. Und zweitens, es macht mega Spaß. Und das kann ich bestätigen, also die Sprache, die du auch nutzt, sowohl schriftlich als auch in diesem Podcast, führt dazu, dass man so ein bisschen hinterher sich überlegt, okay, und wie gehe ich eigentlich damit um? Ne? Weil du berührst so verschiedene Themen, wo es geht darum, aha, diese Aktien und diese Assets und diese Anlageklassen, ja, was denke ich eigentlich darüber? Also du machst das so in einem Form, wo es sehr einladend ist, so sich weiter oder über diese Folge oder über diesen Artikel hinaus sich auseinanderzusetzen. Danke, das Wie, freut mich. wie kamst du so auf diesen Stil? Also ich würde sagen, es ist jetzt keine Stil, das kenne ich einfach von anderen oder wo es mehr so, ich lehre, also ich werde genau dir die Wahrheit zeigen, sondern du machst das, okay, ich erlebe das so, also ich habe das als sehr authentisch wahrgenommen. Hast du dir ein bisschen so Gedanken gemacht oder lief es spontan, wie du jetzt an diesen Projekten angetastet oder angefangen hast? Ich liebe beides. Also einerseits ist es so, dass ich mit der Sprache eigentlich schon immer eine Verbindung habe, weil ursprünglich ist meine Ausbildung, die ganz erste Lehre, die ich gemacht habe, ist als Buchhändlerin gewesen. Das heißt, ich habe natürlich immer sehr viele Bücher gelesen, schon als Kind und dann auch in der Ausbildung. Und ja, das ist die erste Komponente, wo ich glaube, ein Sprachgefühl bekommt man durch das, dass man sehr viel liest. Dann weiss ich, was lese ich gerne und was ist einfach zu verstehen. Und dann später habe ich die Ausbildung gemacht zur Direktionsassistentin und dort haben wir sehr viel müssen schreiben und haben die aber geschrieben eher so ein bisschen businessmäßig. Und dann habe ich auch schon gelernt, wie man schreibt, aber quasi für meinen Blog, wie würde ich es nicht schreiben, weil es ja sehr formell war. Und habe dann einfach wirklich, als ich es angefangen habe zu schreiben, hat es wie 2 Komponenten gehabt. Einerseits habe ich es aus meiner Perspektive geschrieben, weil das ist, was ich kenne, weil ich bin auch keine Expertin im Finanzbereich in dem Sinn auch. Also ich kann einfach aus meiner Perspektive erzählen, aber ich habe ja nicht ein Studium in dem oder kann sagen, ich habe einen Doktortitel oder weiss nicht was. Verstehe. Und zum anderen
ist auch, dass es rechtlich den Aspekt hat, dass ich nicht darf, Tipps und Empfehlungen und so Sachen abgeben, weil das Schweizer Gesetz ist da sehr streng mit der Anlageberatung. Und darum ist eigentlich so, dass meine Überlegung war, ich erzähle, wie es mir ergangen ist. Und durch das, dass ich ja keinen Bezug zur Finanzbranche habe und eher ein Mensch bin, der näher bei den Buchstaben ist, als bei den Zahlen. Und ich mir überlegt, gut, wenn ich es kann, dann kann es eigentlich jede Person. Und das ist die Message, die ich mitgeben möchte. Und denkst du, dass genau diese Einstellung hilft, dass dein Zielpublikum, dass Frauen in der Schweiz oder im deutschsprachigen Raum sich mehr für diese Aspekte interessieren? Ich hoffe es. Ja, also das Feedback ist natürlich schon eigentlich gut und ich sehe auch, dass eine Bewegung im Gang ist. Inwiefern dass das jetzt mit meinen Beiträgen zu tun hat, kann ich nicht abschätzen. Es ist ja zum Beispiel auch noch so, dass es in der Schweiz eine Gesetzesänderung gegeben hat. Im Frühling letztes Jahr hat das Bundesgericht entschieden, dass eine Frau zu jedem Zeitpunkt vor dem Leben selber für ihren Lebensunterhalt muss aufkommen. Also eine Ehe ist keine Absicherung mehr. Ja. Und das ist ziemlich neuartig. Also ich denke, Sachen wie das tragen auch dazu bei, dass Frauen langsam merken, hey, ich muss das Thema anpacken, ich muss eigenständiger werden, weil ich werde auch nicht mehr vom Gesetz geschützt. Und das eben führt dazu, dass einfach der Bedarf, wie du gesagt hast, also wenn das gedeckt ist und die Grundhaltungen, das sind so, okay, ja, wenn man so in diese Familie oder in diese Ehekonstellation ist, man hat so diese Sicherheit, genau, man muss sich tatsächlich umstellen. Und da finde ich gut, dass einfach solche Anlaufstelle wie dich gibt. Und dann muss ich sagen, genau obwohl ich am Rand einer Zielgruppe bin, habe ich einfach auch ganz viel mitbekommen. Und ich wollte dich auch fragen bezüglich Entwicklungen, weil ich bin mir sicher, dass du nach 2 Jahren von dem Blog und ein halbes Jahr von dem Podcast genau bestimmte Erfahrungswerte gesammelt hast. Und vielleicht könntest du uns, also den Zuhörern, auch verraten, was neu einfach in diesem deinem Personal Branding, also in diesem Konzept auch dazu kommt. Ich habe das Ganze also als Hobby angefangen und ich habe jetzt aber letzten Sommer das Pensum ein bisschen reduzieren und mache jetzt wirklich einen Teil von meiner Arbeit, ist wirklich einfach jetzt Miss Finance. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo ich den wo ich den Podcast dann zusätzlich gestartet habe. Das heisst, es baut sich ein bisschen auf, es kommen immer neue Sachen dazu. Inhaltlich ist es nach wie vor so, dass sich eher an Anfängerinnen richtet, auch wenn ich inzwischen einen Schritt weiter bin. Einfach aus dem Grund, dass Frauen in der Schweiz immer noch die Einstiegshürden. Ich habe auch jetzt angefangen, Webinar zu halten, wo man ganz einfach bei mir buchen kann und dann tue ich in einem Abend zusammenfassen, was ich über die Jahre gelernt habe. Da gibt es verschiedene Themen, weil, wie wir vorhin besprochen haben, kann man nicht einfach so schnell das Komplette abhandeln, sondern in 2 Stunden kann man dann zum Beispiel über Aktien etwas lernen. Und das ist ein Angebot, das ich sicher noch ausbauen möchte. Ja, aber sonst im Moment habe ich noch keine weiteren Pläne. Okay, genau. Es ist schon so, habe ich einfach das Gefühl, dass viele Menschen wie Angela haben auch im Rahmen von diesem Corona-Zeit, oder? Also Corona hat auch einfach etwas ausgelöst, weil jetzt die Sicherheiten sind nicht mehr gegeben. Jetzt zum Beispiel in der Schweiz gibt es ganz viel über diese AHV, über die 2., 3. Säule geredet, weil man sieht, okay, vielleicht ist der Zinserträge sind nicht mehr zu kompensieren mit der Inflation oder auch so der Beruf ist nicht mehr gesichert wie damals, oder man kann sich nicht mehr so auf eine langfristige Anstellung einlassen aufgrund von den Sektoren, genaue Schwankungen und genau da sind einfach diese Initiativen ganz, ganz wichtig, wie deine. Hat es auch mit der Corona-Zeit zu tun, dass du einfach angepackt hast in diesem digitalen Sinne mit dem Blog oder hattest du das schon im Vorfeld entschieden?
Nein, das hat schon auch ein bisschen mit dem zu tun gehabt, dass ich dann sehr viel Zeit hatte, oder? Um das zu schreiben. Ich weiß nicht, weil es ist so, wir haben im Vorfeld ein bisschen darüber geredet, so Podcast oder auch Blog, das ist viel zeitintensiver, als man eigentlich meint. Es braucht eigentlich, es wird eigentlich zu deinem grössten Hobby, oder? Und während Corona ist das wirklich eine Zeit, wo ich auf das fokussieren und dann das auch umsetzen, weil es sind nicht so viele Ablenkungen herum waren. Was dann dazu kam, ist, dass ich wirklich auch sehr geschätzt habe, dass ich ortsunabhängig arbeiten konnte. Ich habe jetzt letzte Woche, also jetzt über Ostern sind wir in Dänemark gewesen, meine Mann ist aus Dänemark, dann habe ich einfach 3 Tage frei gemacht und die anderen habe ich aber gearbeitet und ich kann das von Dänemark aus machen oder ich kann das Anfang März bin ich in Spanien gewesen, ich kann das von überall aus machen. Also das Umdenken, das merke ich schon auch, also so ein bisschen das Unternehmertum auch, dass ich möchte selber über meine Zeit verfügen, ich möchte etwas selber schaffen. Das hat Corona schon verstärkt, glaube ich. Aber es kommt auch auf der anderen Seite mit sehr grosser Verantwortung, oder? Manchmal merke ich dann jetzt auch, dass mich Kolleginnen oder so fragen, ja, verdienst du nicht gut? Also, ja, also diesen Monat geht es jetzt gut, aber nächsten Monat, ich weiss nicht, was in 3 Monaten ist. Also ich glaube, das hat schon ein bisschen zu einem Umdenken geführt, weil dann auch ich sehr oft den Kolleginnen sage, ja, aber du weißt ja auch nicht, was in 3 Monaten ist. In der Schweiz normale Kündigungsfrist ist 3 Monate. Und dann bist du auch weg. Und dann sagen die meisten, ja, das stimmt, das habe ich mir auch schon überlegt. Also ich glaube schon, dass Corona so ein bisschen zurück uns geführt hat, so mehr, was möchte ich und was bin ich bereit, an einem Arbeitsplatz auch zu erdulden manchmal, weil man hat ja nicht immer die coolsten Arbeitsbedingungen. Und man arbeitet in der Schweiz halt einfach wahnsinnig viel. Und es ist Also einfach von der so Stunde her. diese Präsenzpflicht, genau, das wollte ich auch sagen. Ja. Vielleicht ein Vorteil, dass jetzt im Rahmen von der Corona-Zeit einfach mehr Flexibilität oder diese Umdenken, so wie ist diese Arbeitsgestaltung oder diese Finanzgestaltung, eventuell genau einfach genau sozusagen neue Aspekte jetzt angefangen haben. Also es wurde so geernt, oder? Es wurde einige Initiativen und jetzt muss man einfach natürlich dranbleiben, damit, wie jetzt ein Projekt weiterhin aufblühen kann, einfach mehr Menschen erreicht, die aus meiner Sicht auch diese Inputs brauchen. Ja, absolut. Und ich bin gespannt, auch wie es jetzt weitergeht. Weil eben ja die Schweiz manchmal wirklich ein bisschen konservativ ist. Und ich auch schon von vielen Arbeitgebern jetzt wieder gehört habe, die quasi wollen back to normal. Und ich glaube, es hat aber die Leute schon nachhaltig auch ein bisschen verändert. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Sache ist, wenn wir einfach wieder so weitermachen wie vorher. Weil vorher sind wir ja immer voll im Stressmodus gewesen. Ja. Stau, Arbeiten, heim. Also wenn du am Abend im Verkehr steckst, sind alle Leute, die wollen nur noch heim, die sind so verrückt. Und ich meine, dort ist schon etwas, wo ich würde hoffen, dass wir ein bisschen entschleunigt haben und vielleicht auch ein bisschen mehr zu uns selber schauen. Und definitiv wird schon weiterhin notwendig sein, genau, dass man einfach eine andere Stimme hört, eine Stimme, die einfach so mehr Mut gibt. Und ich bin der Meinung, dass einfach dein Blog, dein Podcast auch entsprechend diese Haltung vermittelt. Dass man es versuchen sollte und dass man das erreichen kann. Aber jetzt genau, dass man einfach in diesem Spielerei, ich nenne das immer so, genau, wenn man so als Kind, oder wir haben uns ganz viel zugetraut, oder? Velofahren und irgendeine Springe zu machen auf dem Schwimmbad und so weiter. Und als Erwachsene traut man sich kaum was zu, oder? Man hat Das immer so stimmt, ganz viel ja. Angst vor Konsequenzen. Und auch dein Blog gibt mir diesen Eindruck, okay, so ein bisschen, ja, einfach probier es aus, guck mal, einfach bleib neugierig. Und da ist, glaube ich, dass einfach essentiell ist, dass das einfach vorhanden bleibt, weil jetzt vielleicht nach diesen genau 2, 3 Jahren werden so neue Zeiten, wo eventuell eine neue, so konservative Welle im Sinne, so wie gestalten wir so diesen wirtschaftlichen Alltag. Und da genau würde ich dafür plädieren, dass du weiterhin so mit dieser Haltung bleibst, weil das bringt Menschen, auch wie ich, einfach von diesem Randpublikum, auch dazu, genau, weiterhin sich zu verstärken. Auch sprachlich, genau, finde ich ganz
auch für die Neuzugezogene, wie in meinem Fall hier in der Schweiz, dass du genau auch im Sinne von, okay, ich bleibe ich, ne, dass du weiterhin Mhm. genau auf Schweizerdeutsch diese Folge machst, dass wir auch auf Schweizerdeutsch reden Mhm. können, oder wenn ich es du, genau, ich kann das Mhm. nur passiv, genau, sprechen. Das ist so, dass das bringt einfach dazu bei, genau, dass man auch ein Teil, oder, von diesem, ja, Lebensprojekt, von diesem Lebensabschnitt ist. Ja, und halt Sprache ist so mächtig. Und Mhm. für uns Schweizer ist halt einfach wirklich Schweizerdeutsch ist unsere erste Sprache und Finanzen sind etwas Emotionales. Mhm. Und darum ist für mich die Entscheidung, dass der Podcast in Schweizerdeutsch sein, weil dann kann ich mich viel feiner, viel differenzierter ausdrücken. Und es, wie du sagst, es ist viel mehr ich, weder wenn ich jetzt Hochdeutsch rede. Und ich rede ja ein schlechtes Hochdeutsch, ich rede ja so Mhm. halt Schweizer Hochdeutsch, dann Mhm. ist ja das wie komisch für Zuhörerinnen und Zuhörer. Und es ist ja auch ganz klar, dass ich eigentlich über den Schweizer Markt rede, Schweizer AHV, Pensionskasse und so. Und darum ist für mich die Entscheidung, es soll so einfach verständlich wie möglich sein. Und das ist halt für mich auf Schweizerdeutsch. Und das erhöht tatsächlich diese Zugänglichkeit, oder? Weil ich kenne das so von anderen Schweizerinnen, die für die Hochdeutsch so ein bisschen so wie die Sprache von Amt oder von der Mhm. Schule, oder? Aber jetzt nichts, dass man so, wie du meinst, genau, mit diesen Emotionen, so mit diesen Entscheidungsprozesse wahrnimmt. Und deswegen, das hilft sowohl für die Einheimische, oder? Sich besser zu identifizieren, Mhm. als auch mit dem Neuzugezogenen zu merken, aha, eigentlich genau diese 9 Millionen Menschen genau sind mehr so mit dieser Sprache beschäftigt. Lass uns mal uns damit auseinandersetzen. Das finde ich einfach von den beiden, oder? Ganz gut. Und ich werde das auf jeden Fall empfehlen, oder dass man sich hier so mit diesem Mundart weiterhin beschäftigt und auch so mit diesen Themen, weil so Mhm. kann man auch besser so diese Konzepte verstehen und auch die, was jetzt eine Schweizerische Angela auch beschäftigt und wie sie das einfach weiter geben möchte. Mhm. Gut, Ist, ja. Ich glaube, ist, es kommen zusätzlich kommen auch noch ganz viele so ein bisschen kulturelle Sachen dann durch, einfach mhm. unterschwellig, oder? Eben so Eigenheiten von der Schweiz, die manchmal schon nicht so logisch sind auch. So, ja, und das kommt ja dann einfach mit, weil wenn man Schweizerdeutsch redet und einfach so aus dem Alltag auch erzählen, dann sind ja für uns Schweizer und Schweizerinnen die Sachen logisch, obwohl es manchmal gar nicht logisch sind. Und das kommt dann Mhm. einfach für eine Zuhörerin oder für einen Zuhörer, der nicht aus der Schweiz ist, kommt dann das auch mit. Und ich weiß, eben, weil meine Mann aus Dänemark ist, weiss ich, dass gewisse Sachen, glaube einfach komisch sind, wenn nicht aus Ja. der Schweiz ist. Und die kann man ja dann halt auch mit über, einfach so unterschwellig sind die dabei. Auf jeden Fall, genau. Sich einfach so mit Vereinen zu treffen oder wie wir so im Vorfeld der Aufnahme uns ausgetauscht haben, so mit Serien oder wo, wenn Mhm. jemand so auf Krimis steht oder auf andere Sendungen, dass man einfach sich mit diesen Serien genau das einfach so mitnehmen kann. Oder man kann das einfach Mhm. so mit irgendeinen Kollegen, mit Bewohnern machen und dann dazu so eine neue Bindung zu machen, oder? So mit der Sprache und warum genau sind diese Wörter. Und ich finde das so, dass auch genauso viele Wörter so ganz viel mit diesem genau Abgrenzung zu tun haben. Also wir wollen so eine Gemeinde bilden. Und deswegen ist es wichtig, in diesem Mhm. neuen Gemeinde Fuß zu fassen. Mhm. Und so Ja. werden die Finanzen auch nicht so geheimnisvoll wie bei mir genau vor knapp 3 Jahren oder du auch so dich mit dem Thema angefangen hast. Mhm. Ja, das stimmt. Und auch sprachlich finde ich sehr gut diese Verknüpfung, dass du am Anfang gesagt hast, dass die Finanzen letztendlich ist so wie eine neue Sprache. Und deswegen man muss einfach dran einfach sich identifizieren und einfach so mit Kleinigkeiten anfangen. Und so würde ich Mhm. das auch einladen, genau, die Zuhörer sich auch mit diesem Mundart auch kleine so Schritte zu machen. Es gibt ganz viele Sendungen und es gibt ganz viele nette Menschen unterwegs wie Angela, die bereit sind, auf Schweizerdeutsch zu reden. Man muss das nur höflich fragen. Ähm, Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Schweiz ist ein Volk, genau, das sehr so
einen Schritt manchmal sich zurückzieht und man muss einfach so diesen ersten so Impuls oder diese Initiative gewinnen. Ja, doch, ich kann auf Mundart verstehen und bitte sprich mich auf Mundart und das machen sie schon. Mhm. Und einfach nachfragen, wenn du nichts Eben. verstehst. Das ist kein Problem. Ich glaube, der Schweizer möchte einfach nichts falsch machen auch. Und Mhm. das ist dann so die Reserviertheit, dass wir möchten eigentlich das immer allen recht machen. Genau. Und da ist einfach so, dieses Wiedergutmachung hat einen guten Sinne, dass man einfach sich besser vernetzen kann. Genau, ich konnte dich nicht nur als sprachlich gut verstehen, sondern mir auch einen sehr guten Einblick in die Welt der Finanzen machen. Ich hoffe, dass ich obwohl ich Mann bin, trotzdem weiterhin deinen Podcast und deinen Blog besuchen und zuhören darf. Ja, unbedingt, ja. Sehr gerne. Und ich finde es immer Es gut. soll sorry, es soll Sag ruhig. keine Männer ausschließen, Mhm. sondern ich glaube, Frauen brauchen einfach noch einen extra Push. Also die Frauen brauchen noch ein bisschen einen extra Schub, wie wir auf Schweizerdeutsch sagen, aber es soll keine Männer ausschließen. Genau, das ist sehr skeptisch, oder? Ich glaube, das heißt so praktisch, genau, dass man auf jeden Fall genau das nicht ausgrenzt, also diese Männer und Frauen, sondern wie du sagst, okay, es ist jetzt ein zusätzlichen Bedarf, es gibt einfach so diese Haltungen, sei es so von der Kultur, von dem Gesetzgebung, die machen notwendig oder wo es mehr so, wo man mehr hinterhergehen muss. Aber ich glaube, das musste jetzt nicht ausgeschlossen sein. Aber klar, ihr seid von einer anderen Position. Ich kenne das auch so, diese Gleichheit ist noch nicht vorhanden, oder? Und deswegen, man muss einfach im Sinne von dem Einkommen sich da besser so mehr durchkämpfen. Und ich glaube, du bist eine sehr gute Vertreterin davon, weil je mehr Bewusstsein erweckt wird, desto möglicher ist, dass einfach die Frauen auch für ihre Rechte stehen. Unter anderem, dass sie einfach diese Autonomie in der finanziellen Aspekt erreichen. Mhm. Ja, danke schön. Genau. Und nach diesem letzten Lob wollte ich dich noch bitten, ob du hättest so einen konkreten Tipp, also für diejenigen, die bis gerade bei uns zugehört haben, wie könnten sie dich erreichen, Beispiel, oder was wäre so wichtig, dass sie jetzt machen nach Abschluss der Sendung bezüglich ihrer Finanzen? Also erreichen einfach unter angela@missfinance.ch oder www.missfinance.ch oder Instagram @missfinance.ch. Also ihr findet mich. Jederzeit einfach melden. Da bin ich sehr gerne da und beantworte Fragen. Und wenn es jetzt irgendwie 3 Sachen gibt, die ihr jetzt machen nach dem Podcast, dann wäre es erstens herausfinden, wo stehe ich. Und das ist ein Kassensturz. Also ich schaue, was habe ich und was habe ich nicht. Am besten mal schauen, was für Versicherung habe ich, wie viele Einnahmen habe ich, was für Einnahmequellen habe ich. Also wirklich einfach mal Bestandesaufnahme. Und dann im zweiten Schritt informieren. Also dort gibt es wirklich, wie ich schon gesagt habe, es gibt Podcasts, es gibt mega gute YouTube-Kanäle, wo alles erklärt ist. Es gibt gute Bücher und es gibt einfache Bücher. Dort einfach mal schauen, wo kann ich dazulernen, wo kann ich Wissen abholen, wo es für mich auch spannend bleibt, weil ich finde nach wie vor, das Thema muss nicht langweilig sein. Und im dritten Schritt würde ich dann auch doch nochmal die Glaubenssätze hinterfragen und mir überlegen, was bedeutet Geld für mich. Bin ich zum Beispiel jemand, der nie Geld auf dem Konto hat. So ein typischer Spruch ist, Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern. Warum ist das so? Das ist ein bisschen Grundlagenarbeit. Und dann, nachher, das sind die ersten 3 Schritte gewesen, und nachher, wenn man dann auch ein bisschen mehr Wissen sich noch angeeignet hat, würde ich ins Learning by Doing kommen und dann einfach mal anfangen probieren. Dafür kann man kleinere Beträge nehmen, Spielgeld, dass man auch mal vielleicht den ersten Schritt an der Börse kann wagen kann. Aber ich würde zuerst die ersten 3 Schritte wirklich sehr gut machen, damit ich auch weiss, wie viel Geld ich überhaupt zur Verfügung habe, damit mein Mindset stimmt. Also dort ist ein bisschen Vorarbeit eigentlich sehr empfehlenswert. Besten Dank, merci vielmals auf jeden Fall für dieses Eintauchen in die Welt der Finanzen aus deiner Sicht, für diese wichtige Zielgruppe. Ich habe mich sehr gefreut, ich habe es
sehr genossen, obwohl wir die Zeit ein bisschen überzogen haben. Aber das ist ein Zeichen, dass das für uns dass uns Spaß gemacht hat, diese Sendung mit dir zu produzieren. In diesem Zusammenhang, genau, werde ich die Kontaktdaten von Angela hier posten. Ich wünsche einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Weitere Folge findet ihr in redcircle.com. Geheimnisse der deutschen Sprache.